Freunde, es ist soweit und zwar für die Splatokalypse. Ja, wir sind cool und sie sind Tentacool. Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Splatoon 2 zum vielleicht vermutlich auch letzten Part dieses Spiels. Na, zumindest ist es sicher mal das letzte Video zu einem Splatfest von Splatoon 2. Denn es ist das Final Fest zum letzten Mal. In Splatoon 2 werden wir hier zocken. Eventuell wird es dann noch irgendwann bei Splatoon 3 mal weitergehen, obwohl die Entwickler gesagt haben, sie arbeiten noch nicht dran. Wobei ich das noch nicht so richtig vorstellen kann. So, ihr seht, ich habe mein Outfit auch ein bisschen angepasst. Das liegt daran, dass genau, passt schon wieder. Der hier. Ich habe mittlerweile den Story-Modus plus die Octo-Expansion, also wenn man so will, halt Story-DLC durchgezockt. Und ja, Knöpfe mal ein bisschen anders auf dem Pro-Controller, als ich es auf der Switch direkt gewohnt bin. Ist ja egal. Ich lerne ja zum Glück relativ schnell. Hoffentlich. So. Ja, also jetzt mal nicht als Inkling unterwegs. Nee, mal die anderen Spezies ausprobiert. Und dann natürlich auch noch die Octo-Brille, die es im Story-Modus gibt. Da kann man auch nicht wechseln. Splatfest ist logisch. Und hier noch die Octo-Kampfstiefel. Die Werte, die Effekte habe ich mal so draufgepackt, weil er gerade lustig drauf war und so. Wird natürlich im Verlauf dieses Parts noch ein bisschen die Dinger hier ändern, oder? Was wir sonst so alles bekommen haben, etc. etc. Aber jetzt ist es mal richtig loslegen, wa? Wir haben noch knapp so 50 Minuten Zocken, nachher ist das Splatfest auch wieder vorbei. Ich will natürlich diese Zeit noch richtig auskosten. Hier das Final Fest, es geht ums Thema Chaos gegen Ordnung. Und wir haben für Team Chaos entschieden und würde sagen, wir legen einfach mal los. So, wie es gerade die Gruppe Tentacool schon erwähnt hat. Es ist so, dass es dieses Mal beim Splatfest, sowieso das längste Splatfest von dem her, es ging ja von Donnerstag 14 Uhr bis mit Sonntag 14 Uhr. Beziehungsweise geht noch, wenn ich hier zocke, aber sobald ihr halt den Part seht, der muss irgendwie 2 Tage später kommen, also irgendwie Dienstag rum. Ja, 4 Tage ist lange, wenn man so will, Donnerstag bis Sonntag. Kann man so machen, finde ich. Eigentlich sind es eigentlich nur 3. Ja gut, man kann es sehen, wie man will. Nee, egal. Was wollte ich gerade noch sagen dazu? Wandelzone, genau. War ja so, dass, glaube ich, bei den ersten 3 Tagen, also Donnerstag, Freitag, Samstag, war es so, dass sich die Wandelzone immer ein bisschen abgewechselt hat von denen, die wir bereits kennen oder kannten. Aus früheren Splatfests aus Splatoon 2. Und jetzt also in den letzten 24 Stunden jetzt hier, also ich nehme jetzt mal an, hier vom Samstag 14 Uhr bis jetzt hier Sonntag 14 Uhr, soll es immer die gleiche Wandelzone geben, die auch einen Bezug auf den Story-Modus vom Octo-Expansion hat, weil da, ich will nicht so viel spoilern für diejenigen, die es nicht kennen, aber diejenigen, die es kennen, die werden, wenn wir es hoffentlich bald sehen, werden da eine gewisse Ähnlichkeit entdecken. Gespannt, welche Arena haben wir jetzt? Natürlich wie gewohnt Revierkämpfe. Und wir haben sie, die Wandelzone. Perfekt. Ja, Waffenmix. Mit Quecksern. Oh, das ist schlecht. Ja, Mann, geil! So, alles schön einfärben. So, ihr seht schon, hier sind gewisse Stellen markiert. Warum das? Das sehen wir gleich. Ja, jetzt sehen wir es schon. Und zwar, ja. Oh oh. Das war nicht gut. Ja, eine Marinabombe, genau. Das kennen wir, wie gesagt, aus dem Story-Modus.
Diese Marina-Bombe ist deswegen ein bisschen fies. Weil sie sind jetzt hier irgendwie so programmiert, dass es nicht jeder irgendwie jede Bombe einfärben kann. Also sprich, die Bombe, die hier zu mir kam, hätte ich nicht einfärben können, weil sie meine Farbe hatte. Die konnte nur der Gegner einfärben. Oder zum Beispiel da hinten, wie man sieht, ist vom Gegner. Und die könnte ich jetzt einfärben. So, zum Beispiel. So, eine Rückendeckung. Oh, dann packen wir ernst. Ne, aber kein Bock drauf. So, das ist eine in unserer Farbe, das heißt, wir können sie nicht irgendwie abfeuern. Hallo? Dann ist 52 Gallon so stark. Oh, Sega, da hat's ein Ding. Ah, fuck. Aber nicht mehr erwischt. Könnt ihr bitte mal da hat's Sprungbojen. Können die bitte mal ganz kurz platt machen, Jungs? Jungs! Das sieht man doch! Toll, ist dann abgehauen. Oh, das packen ernst. Super. Nein, sind alle tot. Na gut, einer ist sowieso irgendwie verschwunden und jetzt... Da ist Marina und sie wird gleich. Sie wird gleich. Nein! Ja gut, man kann hier relativ leicht ausweichen, aber ist trotzdem episch, wie es aussieht. Die scheiß Sprungboje irgendwo. Ah, da ist sie. Oh, hier schon wieder. Nicht schon wieder. Hä? Da waren zwei neben mir, wieso aber keinen getroffen? Verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht. So, ich stelle gerade mal den Sound noch ein bisschen lauter. Ich glaube, da war gerade ein bisschen leise. Oh Mann, das hätte so was Schönes werden können. Vernichtend geschlagen. Das Outfit bringt mir nichts, ja, ich merke es irgendwie auch. Schöne Scheiße. Und das als Mitglied der Chaos-Truppe. Das ist immer richtig widerlich. So, mal ganz kurz mal gucken. Wir haben, die Waffe kann aber von mir aus mal bleiben. Und einen Gerechtigkeitshelm. Eine Gerechtigkeitsschuhe, glaube ich nicht, wa? Okay, wieder meine Standardschuhe, die hier. Was im Outfit ja überhaupt nicht passt dazu. Aber halt bei denen. Gerechtigkeitshelm. Ich vielleicht noch irgendwie was switchen. Ich könnte. Nehmen wir mal den hier, komm. Ein Kontrablaster. Splatfest-Einmeldung. Und bitte haben für Team Chaos mal 100 Kampf gewonnen. Gut gemacht, Jungs. Die Namen zum Teil. Bekannter Noob. Michael. Sonic. Smolzuckl. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Geht einfach nicht. Ach ja, das letzte Splatfest, Freunde, ist schon irgendwie traurig. Einerseits, andererseits muss man auch sagen, wir haben in diesen 2 Jahren, ja, Splatoon 2 gibt es echt schon seit 2 Jahren, da ist echt krass. Haben wir schon einiges erlebt und, Dankeschön, hier mitbekommen. Und ja, ich meine, alleine schon ein Content, was wir alles bekommen haben im Spiel, ist natürlich definitiv größer bei Splatoon 1 und das macht demzufolge ja auch noch mehr Bock auf Splatoon 3, sollte es mal kommen. Ich meine, die Entwickler haben irgendwie aktuell gesagt, dass damals, als Splatoon 1 rauskam, sie bereits mit der Entwicklung von Splatoon 2 beschäftigt waren. Gut, gibt Sinn, dass Splatoon 1 keine DLCs hatte und so. Nur ein paar Splatfests, ja, okay, gut.
Und jetzt haben sie dann gesagt, ja, auch bisher, ich meine, jetzt ist Splatoon 2 seit 2 Jahren raus, das ist das letzte Splatfest, und sie sagen irgendwie, sie hätten noch gar nicht mit der Entwicklung von Splatoon 3 begonnen, noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Das fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass Splatoon ja eine enorm erfolgreiche Marke ist von Nintendo. Generell so wie auch natürlich Pokémon, Zelda. Gut, Pikmin, wenn ich jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden, wie erfolgreich die ist, aber die Wandelzone, geil. Ob es da auch so ähnlich ist oder, weil Pikmin, ich meine, 1 und 2 kam relativ schnell raus, war noch sehr beliebt. 3 hat sich einfach rausgezögert wie so ein alter Kaugummi. Und war, glaube ich, auch nicht so super gern gesehen, als in Teil 1 und 2. Und Splatoon 4, was ja auch schon Entwicklung sein soll. Ja, ist ähnlich wie bei Splatoon 1 und 2, weißt du, da hast du irgendwie das Gefühl, ja. Oh. Könnte mal kommen, könnte auch nicht kommen, ne? So. Nein, nicht der Scheißregen. Ah, noch geschwärmt vom Scheißregen. Nee. Deswegen, ja, ein bisschen schwierig für mich zu beurteilen, ob jetzt da, ob sie irgendwie den Entwickler sagen, nee, Splatoon, die Reise ist vorbei, wollen wir nichts mehr. Wie kann er mich um Ecken... Hä? Okay, heute läuft es ja grandios schlecht. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was ist los mit denen? Ja, läuft irgendwie gar nicht. So, ja, haben wir schon gesehen da oben. Sag mal, die sind alle hier unten. Warum sind die so stark? Wir können gar nichts machen gegen die. Nein, ist schon wieder. Oh Mann. Okay, das ganze Team ist tot. Es liegt nicht nur an mir, dass wir irgendwie so scheiße. Nee, die sind wirklich so stark. Sag mal. Ich hatte vorher hätten die alle die gleichen Waffen. Hä? Ja, super. Oh nein. Gut, das ist etwas von Splatoon 2, was man ganz kurz erwähnen darf, was ich hasse. Ich habe das Spiel so lange Zeit dafür geliebt, dass sie halt keine Boost auf die Extra-Waffen gegeben haben. Ja, das ist eben eine Hauptwaffe, die Stärke nicht erhöhen konntest. Weil dadurch warst du halt dazu verpflichtet, dir wirklich halt Gedanken zu machen oder halt deine Sekundärwaffen und so weiter und tschüss. Verstärken solltest. Oder könntest. Alter, sorry, nee, wir haben keine Chance. Da kommt eine Spezialwaffe nach der anderen, du kannst nichts machen. Alter, das ist gerade schlecht. Aber richtig schlecht. Boah, aber richtig grandios schlecht. Ja, und plötzlich haben sie das Gefühl gehabt, oh ne, wir müssen jetzt doch hinzufügen, dass man die Hauptwaffe verbessern kann, also die Stärke erhöhen kann. Und da ist so scheiße, du findest ständig jetzt Leute, die einfach das Gefühl haben, jo, wir packen einfach alles drauf und gut ist. Nee, da kann es einfach nicht sein, Leute, ganz ehrlich. Das ist etwas, was mir den Spaß in Splatoon 2 wirklich ein bisschen vermisst hat. Klar, es ist kein Garant dafür, dass du deswegen plötzlich der super mega Boss bist und so. Das ist ganz klar, darauf will ich auch gar nicht hinaus, aber es geht einfach ums Prinzip. Vorher musst du dir halt wirklich Gedanken machen, wie willst du welche Spezialeffekte miteinander kombinieren, weil keiner für sich overpowered war. Übrigens hier der Bombenschutz, den ich hier drauf habe, der ist sowieso für den Arsch. Du kannst dein ganzes Set, alles voller Bombenschutz haben, bringt dir nix. Aber jetzt so wirklich rein gar nichts. Machen wir den hier. Spaß halber. Du kannst alles voll vom Bombenschutz haben, wenn du noch nicht getroffen und sprich noch keinen Schaden genommen hast und du läufst voll in eine Klecksbombe rein als Beispiel. Sie killt dich trotzdem instant. Ich meine, sorry, warum dann ein Bombenschutz, der sowieso nichts bringt?
wenn ich noch voll geheilt bin, noch keinen Schaden genommen habe und dann eine Klecksbombe kommt. Sorry, die darf mich, wenn ich einen Bombenschutz anhabe, nicht killen. Aber sagen wir, wenn ich wirklich 3 oder 4, also sprich ein komplettes Set voll habe, das muss ähnlich sein wie so ein Schutzschild. Der muss ähnlich so funktionieren. Sonst irgendwie, ich weiß auch nicht, sonst ist der Effekt einfach für den Arsch. Deswegen siehst du doch kaum solche. Wenn wir sowas draufgepackt haben, weil bringt nichts. Ist für den Arsch. Ja, aber sonst kann man tun es eigentlich wirklich nicht groß meckern. Ja, eigentlich sogar gar nichts. Deswegen, ja, hoffen natürlich groß, dass man irgendwann Splatoon 3 gibt. Ich meine, klar, Splatoon 1 kam für die Wii U, jetzt Splatoon 2 für die Switch. Aber wenn man sich jetzt irgendwie sagt, oh ne, wieder einen abgehauen, super, der Verbindung verloren, whatever. Wenn man irgendwie sagt, ja, Splatoon 3 müssen wir die Switch 2 zum Beispiel kommen, die Nachfolgekonsole. Dann muss ich einfach sagen, ja, super, Es wird garantiert in nächster Zeit noch keine, in den nächsten 2 Jahren sich noch keine Switch 2 geben. Also sprich Nachfolgekonsole. Es gibt, glaube ich, demnächst mal eine Switch Lite, einfach halt eine etwas kleinere Version, wo man halt die Joy-Cons aufnehmen kann. Und die primäre Switch soll irgendwie von der Dingsbums, Funktionalität, sprich, Funktionalität sage ich schon. Wie kann man... Nee, vom Prozessor, also von der Stärke und einzelnen Hardware-Bestandteilen soll die halt neues Modell rauskommen, was da besser ist. Sag mal, kannst du... Kumpel, kannst du da mal was machen? Oh Mann, halt läuft einfach alles nicht so, wie es soll. Vielleicht ja auch eine Strafe dafür, dass ich... Schon wieder der! Vielleicht eine Strafe dafür, dass ich halt... so. Das Ganze... Aua. Noch keinen Stream gemacht habe. Eigentlich wollte ich zum Streamen zum Splatfest, vielleicht sogar 1-2 Tage durch. Leider aus Zeitgründen nicht möglich gewesen. Alter, natürlich, Kale geht das ganze Team gut an, ist sowieso weg, aber trotzdem. Ich glaube, das ist eine Strafe dafür, dass ich nicht streamen konnte. Und jetzt hier nur so ein Let's Play-Part aufnehmen muss. Kann, darf, will. Nachmittag um 1, weil es nur eine Stunde lang dauert. So. Jetzt ein bisschen reinkommen hier. Ja, Tja. Ja, diese Waffe gab es damals als Special-Waffe in Splatoon 1 noch. Die war schon ein bisschen overpower, man sieht jetzt auch warum. Da kannst du nichts machen, ey. Ein bisschen im Arsch. Gut, ich glaube... Wow! Ich glaube nicht, dass wir jetzt so schlecht sind. Ich stehe jetzt sowieso gerade wieder. Ja, wir sind einfach zu wenige. Sorry, kannst machen, was du willst. Wenn einer weniger bist und der Gegner halbwegs was drauf hat, dann ist vorbei. Mann, ich will auch nicht die ganze Zeit nur verlieren. Was soll das für ein Abschluss sein von Splatfest? Mann. So ein Mist. Alter, wieder so ein Kantersieg. Was ist denn los hier? Agent 4 für den Arsch. Das war der sofort rausging, war? Oder raus war. 5 Kills. Bringt mir gar nichts. Bringt mir absolut nichts. Gut, jetzt reicht aber die Schnauze voll. 30 Minuten, das muss jetzt muss ich nochmal einen draufsetzen. Waffe muss ich ganz kurz gucken, was ich nachher nehme. Gehen wir ein bisschen auf Speed. Nee, wo ist meine Schuhe? Hallo, ist meine Richtung?
Ja, wobei. Jetzt so nicht schlecht. Dann als Waffe. Was haben wir da? Den Kalligraph, komm. Glorreicher Chaos. Also, ich hätte gerne noch 300 Punkte, damit ich das Ganze voll machen kann. So quasi Chaos, Club Fanlight und so. Wie heißt Chaos Fanclub, Leute? Was weiß ich eigentlich? Splatoon. Ja, ansonsten eigentlich von den Server her und so, aber auch so stabiler in Erinnerung als bei Splatoon 1. Aber dazu mal so lag vielleicht auch ein bisschen an der Wii U, die ja, auch wenn zum Teil geile Spiele rauskamen, leider meistens ein bisschen verspätet, war es halt doch so, dass die Wii U halt, wenn man so will, ein bisschen eine Kackkonsole war. Klar, sie hatte Full HD, aber ganz ehrlich, wenn das der einzige Grund ist, um sich eine Konsole anzuschaffen, weil du endlich mal Full HD hast, dann ja, nee. Das ist der falsche Grund. So, jetzt legen wir bitte mal los hier. So eine Scheiße. Ups, war der falsche Knopf. Okay, mein Fehler. Ich wollte nicht direkt werfen, wollte eigentlich loslegen, sorry. Mann! Man merkt sich, ich zocke zu selten mit dem Pro-Controller. Sogar meistens, wenn ich in der Switch zocke, meistens im Standby-Modus, also vor allem bei Splatoon. Standby, im Tablet-Modus, sorry. Sieht, glaube ich, nicht allzu schlecht aus momentan. So, Marina ist noch nicht da, aber das kann noch ein bisschen dauern, bis die kommt. So, jetzt aber, wird gesplattet! Ist ja schon, kann man meistens das ein bisschen sagen, die Waffen ein bisschen overpowered. Nicht immer, aber sehr oft. Ah, da kommt sie ja schon. Auch wieder oben. Jungs, gib mir Rückendeckung! Beziehungsweise, ja, doch. Bringt das Feuer auf mich. Gehen wir da oben, Jungs? Ja, jemand ist da. Booyakasha! Ist schon geil, die Waffe. Wow! Kill it with fire! Danke! War schon sehr viel besser. Juhu! Booyakasha! So. Schön. Also, Hofsitz, doch, komm, haben gewonnen, oder? Geht doch. Siegbonus, ja, der hat's drauf, Mann. Yeah, 7 Kills. Ja, schon besser. Damit kann ich leben, Mann. Ja, damit kann ich leben. Oh, Mann. Dann noch ein paar Punkte. Das noch reicht für einen Fanclub, Leute? Ich weiß nicht.
Wir haben noch ein bisschen mehr als 20 Minuten. Oh, könnte noch reichen, Freunde. Könnte noch reichen, um das Splatfest komplett auszukosten, Mann. So. TV ist leider wieder mit dabei. Phoenix und Jax Kelly. Und natürlich auch der Ole Michael. Das ist Wahnsinn, wir haben bisher nur die Wandelzone gesehen. Die haben noch gar nichts. Also, ich beschwere mich nicht, ich finde die Wandelzone geil. Ich würde vor allem gerne im Let's Play mal, also Let's Play, sag ich mal Let's Play, nee, ich meine hier im Video noch gerne haben, dass er auch mal die noch einsetzen kann. So, das Booyakasho! Es fährt so nicht ein, aber Alter, wenn du da als Gegner näher bist, tschüss. Vor allem, wenn du, glaube ich, richtig erinnert bin, sogar der Schutzschild nichts, weil die Attacke ist nicht nur irgendwie einmal draufhauen, sondern da ist ja ein permanenter Strahl, sag ich jetzt mal, Laser oder eigentlich ist es eine Schallwelle. Permanente Schallwelle für ein paar Sekunden. Und der Schild würde vermutlich 1 Sekunde lang halten und nachher, ja, sobald der Delay durch ist, wird es dann trotzdem killen. Die Inkling-Bande müssen wir vernichten. Ich hasse Inklinge. Nee, Quatsch. Das ist auch etwas, was ich Kun 2 so geil finde. Hey! Also nicht, dass er gestorben ist, sondern dass ich dann so lange Zeit nicht getroffen habe. WTF. Oh oh. Wer ist der Typ da? Ah, fuck, da waren so viele um mich herum. Scheiße. Oktoklexe, Alter, ich hasse die Waffe. Nicht, weil sie irgendwie so übel stark ist, sondern weil ich sie eigentlich relativ schwach halte. Mann! Schnell weg hier. Mann! Wieso hat es wieder so lange gebraucht, bis er losgelegt hat? Scheiß doch die Wand an, ey. Ich wollte gerade richtig... Mann! Ich hasse das... Oh Mann, Controller, ey. Booyakasho! Oh Mann, also ganze... Was bist denn du für ein Penner? Alter, was ist denn das für ein Kack-Mitspieler gewesen? Mann, du landest, dann guckst doch erstmal, wo alt... Mann! Hey, was habe ich wieder für Kack-Mitspieler dabei? Ja, Leute, guckt doch mal, wo eure Mitspieler sind. Nicht Mitspieler, doch, das auch, aber vor allem Gegenspieler. Mann, wir hätten das eigentlich noch so voll locker rocken können. Gott. Ja,
Ja gut, sind zum Teil auch Anfänger dabei, da willst du auch nicht zu viel sagen, weil du weißt ja selber, neues Spiel und so, bis du alles ein bisschen kennst, klar. Aber trotzdem, Mann. Regt dann halt immer auf. So, die Waffe. Gehen ein bisschen auf mehr, komm. Weil ich habe irgendwie den Irrglauben, könnt ihr mich gerne daran korrigieren, wenn ich falsch liege, aber der Bombenschutz nicht drauf, aber auf dem Splatfest, der hilft, glaube ich, gegen die Marinebombe. Weil ich war jetzt vorhin, glaube ich, fast komplett, also, wo sie explodiert ist, war ich ziemlich nah dran, aber sie haben mich nicht gekillt. Und eigentlich müsste ja, ein Kill sein. Egal. Knapp 300 Punkte fehlen immer noch. Oh mein Gott, das sind noch 20 Minuten. Auf Team Chaos wird gewartet. Ja, ich warte auch. Team Chaos, come on, please. I need you. Splatfest Allmeldung. Aquarius, Beakido, Suzu, N8 Lukido für Team Chaos haben sie gewonnen. Ja, yeah, Mann, wie geil. So, da kommt ein Fanclub-Leiter, sehr gut. C.A. Edwick. Mit einem Kleckser. Also nicht einen normalen Kleckser, weißt du überhaupt? Ein Kleckser. Kein Plan mehr. So, warte mal, da kommt gleich einer. Deswegen hat auch der Timer links oben aufgehört. Oder schmeißen wir gleich raus. Die andere Variante. Ja? Ja? Komm schon! Das Spiel verarscht mich gerade. Oh Mann, da kann er ganz kurz noch. Moment. Da kann ich eigentlich nur mal noch aufs Klo gehen, wa? Ja, ich glaube, irgendwie hängt er jetzt. Scheiße. Mann, ey. Ja, und jetzt? Das Problem ist halt, was heißt Problem, ist eigentlich auch ein bisschen Fairness und so. Aber ich kann jetzt hier nicht, wenn ich sehe, okay, er hängt, kann ich nicht irgendwie einfach rausgehen. Geht nicht, das geht nicht. Gibt leider keinen Zurückknopf. Theoretisch Spiel abschießen, neu starten. Nee. Ja, und so Fan von. Ich fürchte fast, ich habe gar keine andere Wahl. Wobei ich kann mir vorstellen, dass die anderen vorher rausgehen, wenn dann der Einzige bin oder so. Ja, da ging einer. Der hatte keinen Bock mehr. Jetzt bitte kommt ein neuer rein. Okay, Verwirrung. Ganon. Ernsthaft? Nennt sich Ganon und kommt mit einem Kleckser daher. Okay.
Also sprich normaler Klecks. Ah, stimmt, ist der von C. Edric müsste ein Junior Kleckser sein, oder? Glaube ich. Ganon. Ja gut, das wenn wir natürlich schon jetzt beim Ende von Splatoon 2 auf der Switch sind, oder? Und wir wissen, dass sich Breath of the Wild 2, so es momentan noch genannt wird, auch schon Arbeit befinden. Da gibt es ja auch schon die verrücktesten Theorien mit Ganon und Ganondorf und so. Ich meine, dass Ganondorf da im Trailer gesehen wurde, ist natürlich kein Geheimnis. Und vermutlich auch nicht, dass irgendwie sich die Story halt um ihn dann drehen wird. Beziehungsweise eben auch ein bisschen erklären wird, wie sie überhaupt zu Breath of the Wild kommen konnte, mit der Verheerung Ganon, wieso man die so genannt hat, und die ganze Geschichte mit den Titanen etc. etc. Die beste Theorie finde ich immer noch diejenige, wo es irgendwie heißt, dass Ganondorf soll man dort unten festgesetzt haben, in einem Status zwischen Leben und Tod. Weil man sich halt gesagt hat, okay, Ganondorf, damit den Fluch des Todbringers, oder? Und dass immer wieder aufs Neue geboren werden sollte. Für den ewigen Kreislauf. Und versiegeln kann man ihn irgendwie auch nicht so richtig, weil er bricht immer wieder aus jedem Siegel raus. Also sagt man sich so, okay, wir mumifizieren ihn, halten ihn so in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Und dann irgendwie diese Lichthand, die soll irgendwie dazu dienen, quasi diese Runen, dass irgendwie, ja, der Sinn bzw. die Erklärung dahinter ist, dass das die Quelle der Kraft der Runen sein soll. Beziehungsweise eigentlich alles, was man in Breath of the Wild so hatte, was eigentlich so wie Magie erschien, sag ich jetzt mal. Und die ganze Sheikah-Technologie, die soll eigentlich auf der Energie von Ganondorf beruhen. Das wiederum finde ich jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt. Also, ja, weit hergeholt, ja. Ich meine, die Hand wird schon irgendwie einen Sinn dahinter haben. Interessant finde ich eigentlich vor allem die Tatsache, dass Ganondorfs Körper halt eben diese Bosheit ausströmt. Und dass das, was eigentlich oben dann, oder was wir in Breath of the Wild bekämpft hatten, Ganon, das war halt einfach, ja, vielleicht nicht unbedingt, Alter, was ist los mit dem Speed hier? Das ist gerade richtig übel. Was sagen wollte genau, dass halt Ganon, der erschienen ist, ist halt, ja, seine Energie, genug Energie, die ausgetreten ist über die Jahrhunderte hinweg, die damit halt irgendeine Form bekommen hat, sprich sich materialisieren konnte. Aber die Quelle, eben Ganondorfs Körper, ist halt immer noch irgendwie tief unter Schloss Hyrule versiegelt worden. Ich will auch erklären, wieso, glaube ich, das war das Ende von Breath of the Wild, hat Zelda, glaube ich, im japanischen Original gesagt, wo sie eigentlich mit ihrer Kraft, von ihr immer behauptet, dass es das Triforce ist, wo sie einfach mal Ganondorf, oder beziehungsweise Ganondorf mal vernichtet hat, wo er irgendwie, ja, wo sie dann meinte, ja, sie hat zwar jetzt die Energie vernichtet, aber er selbst sei nicht tot. Und sie glauben nicht, dass er tot ist. Würde auch erklären, wieso es plötzlich in Breath of the Wild 2 da irgendwie tief unten von Schloss Hyrule unterwegs waren und damit einen halt Ganondorf gefunden haben. So, genug davon. Das ist alles nur Theorie, ja. Wir sind alles wirklich sehen, erleben können, das dauert noch ein bisschen. Bis Breath of the Wild 2. Und natürlich auch bis Splatoon 3. So, jetzt erst einmal. Das mit der Tümmlerkuppel waren wir schon länger nicht mehr. Also ich in meinem Teil auch nicht. Cool, endlich können wir spielen, yeah. Nö. Oh, nicht gut. Oh, ich habe ein Problem.
Der alleine gegen 2 oder 3 kommt natürlich nicht an, ne? Da wird ein bisschen scheiße. Oh Mann. Ich habe nie wieder für ein Team. Was? Oh Mann, wird noch geschwächt! Fuck, ich kann nicht mehr. Haben sie mal rausgepatcht! Scheiße. Aber dazu. Dann hinter mir her war. Kommt nicht mehr. Hä? Nein! Alle auf beiden Seiten! Mann, ey! Scheiße. Lief nicht so, wie ich eigentlich wollte. Verdammte Hacke. Ja, wenn es am Schluss knapp war, zumindest von den Prozentzahlen, von den Punkten doch recht eindeutig. Ja, das war anders geplant. Scheibenkleister! So, dann, wir haben noch knapp 10 Minuten, reicht vielleicht noch für 2 Runden. Je nachdem natürlich, wie lange wir noch wieder warten müssen, bis ein neuer Kampf beginnt. Mal ganz kurz hier ein Ding neu starten. Zumindest die Teamauswahl. Aber sind wir ganz kurz auf dem wieder. So, da brauchst du lange nicht mehr. Und dann schauen wir doch mal. Das letzte Splatfest. Gut, ich meine, damals bei Splatoon 1 gab es auch mal das letzte Splatfest, oder? Und dann... Ja, und jetzt halt spät wusste man, Splatoon 2 kommt, wie geil, hey. Und deswegen, also ich glaube, es wird schon ein Splatoon 3 geben. Ob es jetzt für die Switch sein wird oder für eine Nachfolgerkonsole. Whatever. Hauptsache irgendwie die Server werden nicht direkt abgestellt und bei Splatoon 2. Also weißt du, im Sinne von, okay, jetzt so Juli 2019, Let's Splatfest, dann irgendwie Juli 2020 Server abgestellt, kannst nicht mehr online zocken, aber es gibt noch kein Splatoon 3. Das wäre natürlich ganz widerlich. Aber das bezweifle ich irgendwie sehr stark. Vor allem, wie gesagt, er ist eben noch sehr früh das Spiel. Wir kommen nicht mehr in die Wandelzone. Wobei, natürlich jetzt einmal hier erinnern zu sehen, natürlich auch cool. Teamsing in Folge 3, okay. Das kann nicht mein Team gewesen sein. So, alles schön wegrollen. Alles schön einfärben. Ja, die Mucke, die ist geil. Feiert das so steil. Tschüss.
Ja, Mann! Was geht, Digga? Hasta la vista, Baby! Oh. Oder zudem, weil der andere stirbt nicht gleich. Ja, zu erwarten war. Sorry. Bin ausgerutscht. Oh, was macht ihr da für eine Scheiße? Ich weiß, ich sehe es, bin ich schon dabei. Hab's doch schon geritzt, Freunde. Was jetzt gerade abgeht, ist nicht so schön. Klecksrollen sind die auch geschwächt, wa? Ich meine, ich stand direkt neben dem Typen, habe normal attackiert, ging nicht drauf. Oh, schade. Ja, wo wir jetzt gewonnen haben, bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Wir haben die ganze Zeit... Nee, ich fürchte nicht. Aber wir haben doch, warte mal, wir haben garantiert viel mehr Kills. Ja, aber sowas von. Alter, das ist echt deprimierend, hey. Ja, da sind wir uns mal wieder, Freunde. Revierkampf, also nicht unbedingt immer alle Gegner platt machen. Vor allem nicht immer, dass halt irgendwie heißt, okay, alle 4 stürmen voran ins gegnerische Feld und räumen da auf. Nee, wenn da einer mal durchkommt, bei uns dafür alles einfährt, dann ist wieder alles für den Arsch. Also, ja. So. Wir haben 4 Minuten vor 2 Uhr, beziehungsweise vor 14 Uhr. Das bedeutet, das wird jetzt hier das letzte Splatfest, beziehungsweise die letzte Runde im Splatfest sein, vorausgesetzt. Der Server schmiert nicht ab, wir finden noch in den Match. Innerhalb der nächsten 4 Minuten. Beziehungsweise 3 eigentlich. Ja, genau, wenn es 14 Uhr ist, zack, wirst du rausgeworfen. Komm schon, komm schon. Eine Runde noch, bitte. Ich will noch einmal. Noch ein einziges Mal. Sag ich nachher bestimmt wieder. So, Chaos Fanclub-Leiter. Ja, leider werden wir es nicht mehr zum, oder werde ich nicht mehr zum Fanclub-Leiter schaffen. Schade. Aber gestern hatte ich so einen guten Run. Das privat halt war, weil eben Streaming ging leider nicht aus Zeitgründen, weil ich noch Bereitschaftsdienst hatte. Und obwohl ich ursprünglich dachte, hey, läuft das sicher grandios, zur Not sage ich halt irgendwie erst ab 21 Uhr, weil dann ja eigentlich vorbei wäre. Also Samstag, 20. Juli war gedacht. 20. Juli um 21 Uhr, dann immer so, komm, für so 3-4 Stunden kannst du schon noch online gehen. Aber nee, soll dann nicht so sein. Pokémon Let's Go Evoli zockt da einer. Ja, Let's Go. Der hat auch Let's Go Evoli auf der Switch, aber ich hab's nie gespielt. Noch nicht gespielt. So, aber ich glaube, das ist ein perfekter Abschluss. Ja? Wir haben hier nochmal ein Match, keine Wandelzone. Das kann man sich so geben. Gut, genießen wir es, Freunde.
Na, fuck! Oh oh. Nein! Oh! Wieso muss er mich noch treffen? Atscher, ey. Hä? Aber vielleicht ein- oder zweimal getroffen, doch nicht so viel. Oh Mann! Der scheiß Blatt. Mann, der mit dem scheiß Blatt schon wieder. Ich hätte eine Waffe mitnehmen sollen. Ja, die haben hier alles in der Kontrolle, du kommst nicht mehr durch. Können wir vergessen, Freunde. Und ich bin einfach viel zu lahm. Das ist mal eine richtige Scheiße, hey. Ah, das ist auch aufgepowert. Also ich hoffe, wenn es irgendwann Splatoon 3 gibt, dass man damit endlich aufhört, dass man die Primärwaffe nicht mehr aufpusten darf. Dieses Feature nie mehr geben kann, weil es ist einfach scheiße. Oh, jetzt kommt der auch noch. Weil eben, da gibt es solche Spastis, die farmen da endlos und wenn die halt ihre Waffe voll aufgepowert haben, hast du keine Chance mehr. Wenn die alle Slots weiter voll haben, ist einfach scheiße. Ja gut, zum Abschluss nochmal richtig schön gefehlt. Passend zur ganzen Folge, die irgendwie so lief. Tja, weil Raphael wäre da vielleicht besser gewesen, keine Ahnung. Allein schon gegen den Platscher-Typen, der war ziemlich nervig und nee, kein Plan, was da besser gewesen wäre. Der Eimer, der Konterblaster ja weniger, ja. Eimer vielleicht. Aber ist egal, es ist vorbei. Wir haben versagt. Also was heißt wir? Ich habe versagt. Das Splatfest ist vorbei und sie freut sich, ich freue mich gar nicht. Der Mini-Mietsrichter. Ja gut. Perla und Marina. Das Duo Tentacool. Noch eine Ewigkeit gedauert, bis ich mal gecheckt habe, wieso das die nie sagen am Schluss von wegen ihr seid cool, wir sind Tentacool. Das, hä? Warum Tentacool? Ja, jetzt ist klar, ist ja die Band. Und das Du heißt so. So. Und denkt dran, ihr seid cool, wir sind noch cooler. Wer es glaubt. Ja, Freunde, es ist vorbei. Ich bin traurig, ihr kleiner Tintenfisch, ich bin traurig. Es war so schön. Und jetzt haben wir natürlich ein Muschelchaos noch. Oh nee. Ich dachte gerade so, jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen Frust abbauen, privat noch ein bisschen Baller zocken. Klicks voll von schwarz. Aber, nee, nicht. Muschelchaos irgendwie so. Eigentlich der Modus Muschelchaos wäre cool. Das Problem Muschelchaos ist, du hast leider auch auf Rang S hast du sehr viele Mitspieler, die den Modus einfach nicht verstehen. So, das ist ein bisschen mein Standard-Set hier. Beziehungsweise Schuhe natürlich nicht, eigentlich eher der hier. So, und schön ausfüllt. Das ist ein bisschen so mein Standard-Set eigentlich ein bisschen gewesen. Manchmal den noch drauf, oder vielleicht auch ein bisschen den, wenn ich ein bisschen auf Fullspeed gehen will. Aber das eigentlich mehr dann, wenn ich auch die richtige Waffe habe, sprich irgendwie so ein Quast oder so. Bringen wir noch einen. Den zum Beispiel. Oder einen anderen gar nicht mehr. Den auch sehr beliebt.
Ja, vor allem Muschelchaos, wenn darum geht. Weil ich glaube, viele checken nicht, dass man die Supermuschel beim Muschelchaos im Gegensatz zur Goldkanone, zur Goldfischkanone, kann man die mit Springen nach vorne teleportieren. Und so zum Beispiel eine Boje teleportieren oder so, oder springen, das geht. Bei Muschelchaos. Und das verstehen irgendwie viele nicht, sogar auf Rang S und so noch nicht. Nur die Goldfarbe. Krass. Vor allem so Gold irgendwie. Leichten Drang zum Schwarz, wa? Interessant. Deswegen auch der schwarze Gold war, was es auch gibt. Aber egal, Freunde, ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß mit dem Splatfest, mit dem letzten Final Splatfest bei Splatoon 2. Vielleicht, wenn ihr jetzt hier zugesehen habt, hattet ihr Spaß dabei. Vielleicht, wenn ihr selber gezockt habt, hattet ihr Spaß dabei. Ich für meinen Teil fand es sehr, sehr geil und hoffe eben, dass auch sein von Nintendo jetzt mal irgendwann noch ein Splatoon 3 geben wird. Da ist irgendwie, da haben wir Agent 3 oder Agent 4. Octo Expansion war auch sehr, sehr geil, aber auch jetzt privat schon durchgezockt. Was gibt es sonst so zu sagen? Da meine Ränge und so. Ich war ja schon auf Rang X, kann ich mal ganz kurz so erwähnen. Herrschaft, was ist Herrschaft? Weiß ich nicht mehr. Doch, Herrschaft war's. Herrschaft war ich auf Rang X mittlerweile auch schon. Moment, da kann ich doch irgendwo. Irgendwie hier. Kann man was machen wir anders? Bin nicht mehr viel drin. Ja, was soll man da so halten, wa? Gute Frage. Was ist der hier? Hier, Herrschaft Rang X. War ich mal. Wieder runtergefallen, scheiße. Hier noch schon Schönes. Auch X. Hier, Sieg, Rang erhöht, noch offen. Da war, glaube ich, das erste Mal, wo Rang X kam, war. Jo, das war das. Endlich Rang X. Lange her. Der hier, das erste Mal, wo ich da ziemlich abgerockt hatte. Gut, ob die Gegner waren, ne, aber ging eigentlich noch. Waren gar nicht mal so schlecht. Aber ja, hatte ich mal so mit. Meine Sniper-Fähigkeiten waren an dem Tag ziemlich gut. Oder sonst nicht so der große Sniper bin, was eigentlich hier los ist, aber das genommen. Ah, das ist der Dünnerroll, den ich hatte, genau. Der extrem stark ist, aber extrem langsam. Dafür mit der Mega-Kugel. Hätte ich den Kanal einsetzen können. Scheiße, die Kugel. Ah, aber ganz vergessen, anderen zu machen. Mist. Egal. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann vermutlich wieder irgendwann bei irgendeinem, keine Ahnung, sonstigen Match. Vielleicht einen Livestream, wenn wir mal mit Freunden zocken würden. Bis ins Splatoon 2. Oder wenn ich irgendwie etwas Spezielles hier wieder habe mit den Rängen. Wenn ich überall Rang X wäre. Eher weniger. Vor allem Muschelchaos. Das kriege ich, glaube ich, nie hin. Der Rest vielleicht schon. Mal gucken. Oder eben dann bei Splatoon 3, wenn es irgendwann mal kommen sollten. Oder sonst mal ein Splatfest oder irgendwie sonst was. Elektrowels da oben, auch ganz geil. Jo, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.